Goedemorgen allen. Vrij mij van jou hier waren met je top te zijn. Zo op je antwoord buiten, wanneer we uitkijken, dat heeft alles gechanged. Veel zondag dan weer nog niks snij. En van jou is het een beetje kouder. En we zijn wel God dat alles changen kan in ganz korte tijd. En zo kan hij ook mensen ihre levens changen in korte tijd. Waar we zijn wil mensen op einmal licht te zijn krijgen en dan ändern alle dingen. En dan wanneer we terugkijken aan onszelf, dan zijn we wo God en ons geschaffen heeft in viele verschiedene wegen, kan ons dat tevreden. En zo, van der ons zijn we taub en willen ons van God zijn woord vervieren. En die hoopningen en die zijn dat het wat ons wat leren, dat wat ons ook helpen terug ändern, dat we zo zijn als de Heer ons hebben wil. Yes, we losen ons de vers door dat ons Bürgerrecht, dat is niet hier op deze aarde, dat is im Himmel. En zo we leven hier op deze aarde en we hebben dat alles schijn en goed en ons jeder schijn en we vrijen ons van onze metmensen en van onze kerk en alles, dus dat we zo dankbaar voor. En mag al dat met bijdragen dat we kunnen bloos den Herrn nodig gaan leren, ons meer te aanvrijen en de mensen wat ram ons leven, dat die worden zijn, dat we leven voor den Herrn. We worden uns von der noch eine Vers lesen, wo Jesus selbst sagt, dass er will, dass wir so sollen sein, dass Menschen dort sein, dass Jesus uns gleichen wird, dass Jesus uns gut ist. Und so von der an wünsche ich, dass können wir in Sinnig sein, wo wir uns abbühen, erfrischen im Glauben, mit Freudigkeit im Glauben leben. Wie alle begegnen, beleben der, wo das nicht so gut ist, das Stanley dort am Anfang hat. Wir beleven Dinge, die sind anders als ans Fleisch, das wir jankern, oder als ans Denken wird sein. Das schafft bloß nicht so, als wir würden wollen. Und dass wir in so einer Zeit ist, da immer wieder können, wir kicken fairerweise nur den Herrn ein Leben verarmen, sodass er uns kann brücken und wir können ein Segen sein. Yes, seine Lieder ist Pediferen, es soll abgenannt werden. Hij found smars en ze werden ziemlich sehr beduurd, bedreigt. Wanneer we mal bloß ein Kartstützchen in die Uhren zu merken, und wir würden anfangen zu denken, dass keinmal mehr was Licht sein in unseren Körper. Da wird uns das anders sein. Da wird wieder deeper denken. Aber von der an, wir merken unsere Augen lappen auf und dann sehen wir, was für uns ist. Und so, viele Menschen, sehr viele Menschen von der an, sehen wir, die sind jährlich dasselbe Leben. Sie können nicht sein. Even wenn sie ihre Augen lappen von den Ölball drauf tun, sie können nicht sein, was den Herrn sein wollen ist. Und mein Verlangen ist, dass wir wollen können Lichter dagen, dass Gott seine Gemeinde was bühen kann. So ist hier weiter, ich habe angefangen, Offenbarung zu predigen, und von der an wir haben noch 2 Kirchen kicken. Wir haben die andere 5 da am besten so eben gekickt, und von der an haben wir saß in der 7. Kirche, der Philadelphia, das erste. Und danach noch Smyrna, nicht Smyrna, Laodicea. Die 2 Kirchen, wir können das ziemlich sehr viel von lernen, wenn wir nicht alle Details weiten, wo die Kirchen dort gewesen sind und wo dort alle erst herangekommen. Aber wir können ziemlich viel lernen von der Welt, was wir hier lesen können. Und so, wir werden anfangen in Offenbarung, das 3. Kapitel, das 7. Vers. Da werden wir anfangen, ich werde bloß so langsam lesen und werden uns durch Bemerkungen vermerken, wo der dort zu uns reden wird. So, wenn wir in der 7. Vers lesen, das ist eine Begrüßung und auch eine Introduction, eine Erklärung von Wort und wer. Sagt es dort, nur den Engel von der Gemeinde in Philadelphia schrieb, das sagt der Herr, wahrhaft ja,
So de Heilige en de Waarhofje, die redt nu. Dan zegt dit, die David zijn sleutel heeft, geht trei en hab ons denken dat hier is waar de Erleiser van komen, de Radar, waar die van herkomt. Die du opmerkt in China toeslaat, die toeslaat in China opmerkt. So, in deze wereld willen we ons gaan aanlopen, wat mijn der opmerken en wat mijn toemerken. Wel, we bloos nu naar der gaan en zeggen, oh, de klinkt even down en schuiven, oh, dat is touw, dan weten we dat der is toegesloten. En wanneer we de naam gaan, het klinkt even down, dat het op, so dan weten we dat der is op. So, dat is ons alle klaar, dat is een ganz einfache ding. Aber hier so, hier sagt Jesus, dat dit is een sleutel zum opmerken. En ik geloof, hier wordt het veel meer aan onze harten der reden, als een gewone der wat we brauchen zum in huis gaan. Hier redt hij van een der wat al dan geplant wie als David op beëerd weer, dat er wat een Radar komt uit David zijn nakommenschaft. En van daar aan vrij we ons aan deze Radar. En we geloven aan den en we weten dat hij heeft aan ons leven veel gedaan, hij heeft dingen geändert in ons leven. En dan in achtervaren dan zegt het, ik weet aan die woorden. En dat lezen we in jeder van de brief. Dat eerste wanneer de brief aanvangt te schrijven, dan zegt het, ik weet wer du bent. Ik weet wat du doet. Ik weet waar die dat gaat. Ik weet waar du die aanstrengt en waar du veel best, want we krijgen in de nächste brief, waar we nog lezen willen. Dus dan krijg je, ik weet aan die woorden. Hier zegt het, ik weet aan die woorden. En dan zegt het, nu merk maar de ogen op. Check maar. Wat gaat ver? Check maar op. En we maken dat dit is de tweede brief van dem, wo Jezus niet dingen uit te beteren had, wat ziemlich krijgt naar dat leven deed, wat God zijn plan weer, wo Jezus zich tevreden deed. En te deze kerk zegt hij, check. Het eerste zegt hij, check. Dan zegt het, ik heb voor die eine der opgemerkt, die keiner toemerken kan. Zo dat je drie naar de vers, waar David zijn sleutel weer, deze erleiding. So, wanneer we aan dat denken, dan weten we ook wat van de der hier opgegaan is, waar deze man nu kijken zal. So, dat is de der van mensen deze gouden nodig overgeven. De der is opgemerkt worden, zegt het, die keiner toemerken kan. Du hast de vrije toetritt om deze gouden boodschap weer te brengen. Deze gouden nodig mensen weten te laten. De der is op en du kannst gaan. En dan zegt het, du hast maar weinig kracht. Trei nu dat wat Stanley lezen deed aan de aanvang. We feilen zo lang niet dat we dat alle gekregen hebben, of dat alle te houden hebben, wat we ons würden wünschen, oder wat we würden gleichen te doen. Aber hier sagt Jesus zu dieser Gemeinde, sagt er, du hast mal wenig Kraft. Du bist nicht stark in andere Welt. Aber dann hieran sagt er, aber du hast mein Wort geholt. Und dort ist, was er talen hat. Dort ist, was er wichtig ist. Das Wort, was Jesus geredet hat, dort zu holen, dort zu leben, dort zu en onze omgeving te bewijzen. We holen dat wat we weten, wat God zijn willen is. En die niet van meningen losgezet. So de kracht van we aan onszelf kijken, de kracht wat we hebben, is weinig. De verzekeringen waar we manchmal aanraden, wat durch ons komt, die zijn manchmal stark. We voelen zo doelgericht, we voelen zo weinig met ons. Ons gaan sogar de gedanken durch, ik heb nu al zo lang im Glauben geleefd en nu heb ik toch nog waar mijn gedanken niet onder controle gehad. Ik heb wat gezegd wat niet zal zijn, wat immer. Hier zien we dat Jezus zegt tegen deze gemeente hier, ik weet dat wat die persoonlijke kracht is. Ik weet hoeveel kracht die heeft. Maar dan zegt hij, aber wat die derg holen dat, wat mij ervrijen dat, zegt Jezus, dat is dat du dat holen dat, wat mijn woord leren dat. En dat is wat het braucht, niet los te zijn. Ik geloof dat
die Bibel lehren dat. Ich glaube, die wird, was Jesus zu uns reden dat. Und ich halte fast auch eine Versägungszeit. Ich lasse das nicht los. Ich sage nicht, dass Jesus es nicht der Rade. Ich sage nicht, dass das Hauptgedacht nicht versägen im Glauben zu leben. Ich halte das fast. Wenn es durch meine Kraft kann ich nicht. Ich brauche Gott seine Kraft. Jesus seine Kraft. Und ich halte mich an das. Und das ist, was durchführen wird. Und dann in der 9. Vers sagt es, ich werde uit zoeten seine Schuld. So, uit zoeten seine Schuld. Hier ist ein ganz hartes Wort. Aber von wem redet man? Hier sagt, ich werde die uit zoeten seine Schuld sein. Wem dient er das? Wir haben frisch angefangen zu lesen, aber mit wiederlesen. Sagt er, ich werde die uit zoeten seine Schuld, die du vergeben Juden zu sein und überlegen, weil sie sind dort nicht. Hier sagt er, das sind Juden. Also sagen, sie sind Juden, sie sind aber nicht. Von wem redet? Das sind so eine Utsuchten seine Schuld. Und wenn wir die Kirchen ein bisschen checken, wo die in ihre Tätowierung, in ihre Verfolgungszeit, wir hören dort, der hat sich nicht losgesagt von Jesus. Dort meint so viel, du hast Pressure gewesen, du hast am Namen gekommen, wo er sich hat muss defenden, verantworten. Er hat sich nicht losgesagt, auch in seine schwache Kraft, er hat festgehalten an, was das Wort lehren hat. Und dann sagt er, die uit seine Schuld sind gekommen. Das sage ich hier nicht so dort, aber dort, dass ich das verstehe. Die sind gekommen und haben Pressure angesagt. Und dann sagt Jesus wieder, weil sie sind dort nicht, sie sind Leger, weil sie sind dort nicht. Und dann sagt er, ich werde dabei durchbringen, dass sie wollen kommen und sich verjüngt handeln. Ein anderer wird, sie wollen erkennen, dass sie sind von Gott gewählt, sie sind Gott seine Kinder. Verjüngt handeln will sie sollen weiten, dass sie mein Leben folgt sind. So die Menschen, die hier uitzoeten seine Schuld sind, die sollen mal erkennen. Und so, wenn wir gucken, dann wird durch die Zeit, wie aus Jesus hier beirrt wird, aus der Apostel lehren, dass Jesus all dort gemerkt wird und all das, dann sehen wir, dass die Pharisäer und die Juden, die stünden sich sehr taub und glauben, dass das wir ein ganz arrechtes Ding. Das wir eine Sekt, sagen sie. Das wir eine falsche Lehre. Und sie verfolgen die Christen. Und so, und ich glaube, das ist dasselbe Ding, wo Jesus hier versucht abzunehmen, die uitzoeten seine Schuld, weil sie geben Verse sind Juden, und das Leben, was sie leben, so sie sich benehmen, das beweist aber nicht. Das beweist, dass sie sind je in Gott sein Plan, und so wer je in Gott sein Plan ist, der ist auch uitzoeten seine Schuld, das ist, was Jesus hier wird rüberbringen. So, wenn die in der Versicherungstitel sind, oder die Temptations Titel sind, dann sehen wir, dass diese die Hand sich an Gott sein Wort geholt und sie haben Jesus sein Namen bekannt für diese Menschen. Und dort weil Jesus Brücken tun, diese Lieder bewiesen, dass die Christen, die sind bei Gott sehr verwirrt. Er geleicht. Und dann in der 10. Vers, da sagt er, willst du mein Befehl geduldig zu bleiben geholen hast. Wahre in Denk, was bei dieser Gemeinde sein, was sie geholen haben. Sie sind in dieser Versicherungszeit, in der Zeit, wo gepressured wird, sind sie geduldig geblieben. Und dann sehen wir hier, dass das ist ein Befehl vom Herrn, dass wir geduldig bleiben, wenn wir in schwere Zeiten gehen. Wenn die Zeiten an uns kommen, wo wir uns nicht mehr verstehen, oder was uns sehr schwer sind, oder vielleicht sogar an unseren Glauben wird aufgeprüft, dann ist der Befehl an uns, geduldig zu bleiben. Und dann sehen wir das hier, dass Jesus sagt zu dieser Kirche, willst du mein Befehl, geduldig zu bleiben, geholen hast? Willst du das an das festgeblieben bist? Dann sagt er wieder, wo ich die auch für die Versicherungsstunden bewahren,
der über die ganze Welt kommen soll, alle Erdbewohner auf die Probe zu stellen. Alle Erdbewohner auf die Probe zu stellen, da bleibt keiner aus. Aber wenn wir holen, dort, was Gott sein wird lehren, dann sagt Jesus, dann gibt er die Versprechung, dass ich war jünd hol. Das sagt er. Ich war, die auch in dieser Versicherung stehen, bewahren. Du nicht brauchst sein, ich kann Jesus nicht. Petrus ist hier in dieser Städtchen, wo sei aufgeprüft wird, dann kann sein fleischliches, schwaches Leben überdehlen und er sagt, ich kann Jesus nicht. Ich weiß nicht, wer er ist. Aber hier sagen wir, wenn wir den Befehl geduldig bleiben, holen, wenn wir sein Wort holen, wir uns nicht von Jesus los sein, dann in der Stunde, wo wir waren aufgeprüft worden, wo uns Glauben sehr getestet worden, dann wo wir stehen, dann sagt Jesus, dann wird er besiegt uns kommen stehen und er wird uns durchleiten, er wird uns holen, dass wir nicht wollen fallen, dass wir nicht wollen derben, zugeben zu dem Fleisch oder zu der Welt oder in der Versicherungszeit. Und dann geht er wieder und sagt, dass der über die ganze Welt kommen soll, so dann weiß wir, dass es nicht bloß hier so in dieser Gegend, oder das nicht bloß in anderen Städten, aber das sagt das auf der ganzen Welt. Und dann, wenn wir das Wort Welt hier würden mal ein bisschen persönlich betrachten, dann nehmen wir das vielleicht hastig so, dass das Wort Welt, das ist der ganze Erdball und alle Menschen, aber wir kennen das vielleicht auch bloß das Wort Welt, von der man so anwenden, ist das in Johannes 3, Vers 16 ist, und du redet von der Menschheit. Und so, wenn wir dort den Weg anwenden, dann weit wir, dass diese Versicherung wird über die ganze Menschheit kommen. Über jeder einer, der wird diese Versicherungen begegnen, der wird beleben. Und so, dann, wenn wir uns an Gott sein Wort festhalten, wie den Befehl festhalten, dass wir geduldig bleiben, all das, dann sagt Jesus, ich war jünd bewahren. Er wird besiegt anstehen. Er wird das schenken, dass wir nicht dürfen fallen. In 1. Korinther 10, Vers 13 sagt es, aber nun haben wir nochmal menschlich bekannte Versicherungen getroffen. Gott ist treu, und er wird dort nicht zulassen, dass die Schwander versorgt werden, als die Kraft haben. Er wird für ein Weg sorgen, aus der Versicherung rauszukommen, sodass die dort verdrehen können. War eine Versprechung, wo Paulus mitgeben hat, wenn wir uns an das Wort holen, dann wird Gott dafür sein, dass wir das bestehen können. Und dann, wenn wir uns den anschauen, an den Märtyrer, sie haben auch diesen Glauben, was in die von der bekannt haben, dass wir an Jesus glauben, dass er uns Rara ist, und die kriegen die Kraft, dass sie auch ganz ehrlich, wir in Jesus in Namen festzuhalten, even wenn das Vieh und ihre Feit anfängt zu brennen. Oder even wenn sie das sagen, dass der Strahlenkram Holz wird stiefel. Oder wenn sie das sagen, dass ihre Verfall besiegt entstanden in das Maße haben, sie hielten fast. Und dort ist, wo diese Versprechungen näher kommen, wo wir sagen, dass Gott lässt uns nicht allein. Wenn er gesagt hat, dass er wird bei uns sein, er wird uns bewahren in der Versicherungszeit, dann tut er dort. Und hier habe ich die Versprechung, dass wenn wir das Wort holen, wir uns nicht los sein, der Kampf kann so hart werden, als es will, aber Jesus sagt, er wird dafür sorgen, dass wir wollen stehen können. Und dann in Vers 11 sagt es, Offenbarung 3,11, ich will bald kommen. Jesus sagt, er wird bald kommen. Hol dort, was du hast, dass die keiner die Krone wegnehmen kann. Hol dort, was du hast. Wenn diese wir an uns nun kommen, oder wenn wir uns das selbst mal würden fragen, dort, was ich habe, wenn ich dort was festhalten, wo ich die Krone kriegen, wenn das Leben hier sterben ist. Ist die Krone als sicher bei mir. Und wo kann ich dort feststehen bleiben, oder soll ich auf einmal noch some Dinge ein bisschen ändern, oder soll ich mehr mit Gott sein Wort beschäftigen, oder würden du noch ein Teil Frauen können beidun wollen,
Und dass Jesus auf einmal sagen, du wirst noch mal ein anderer Mensch, wenn du das holen wirst, was du nie hast, dann wirst du die Krone nicht kriegen, oder dann wirst du verlieren. Wir kennen uns von dieser Seite früher. Wenn hier sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ich will bald kommen, dort, was du hast, hol das fast, dann wirst du die Krone kriegen. Dann wird dich keiner wahrnehmen, dann kann dich keiner fortnehmen. Und dann in der 12. Vers, der Gewannende. So hier redet von denen, die das Wort holen, die geduldig bleiben, den Befehl geduldig bleiben, festhalten. Und dann sagt er, der Gewannende, wo ich als Drehständer an mein Gott in Tempel sahen. Und die sollen dann niemals mehr rausgehen. Und ich will an meinen Gott in Namen, und ich will an meinen Gott in Namen nachschreiben. Und mein Gott seine Stadt ernehmen, dort nie Jerusalem, dort von meinem Gott vom Himmel raufkam. Und ich will an auch mein neuen Namen nachschreiben. So hier ist die Belohnung, wo Jesus das angeht. Ich will ihn so sehr tegnen, dass die nicht wollen können verbessern. Ich will ihn beschreiben, den Namen nachschreiben. Wenn Gott im Himmel, der auf mich geschickt, ihn zu raten, und ich habe ihn geraten, ich habe das angenommen, ich habe das ihn die Radung gegeben, ihr habt könnt erfahren, die wissen, was diese Radung ist, und ich will ihn tegnen. Jetzt sage ich dir, erstens, dass sie wollen als Standard, waren wir angesagt worden, wo andere sich anlehnen können, wo andere sich anholen können. Und dann sagt er, und ich will ihn beschreiben. Erstens, Gott seinen Namen anschreiben. Wir glauben an Gott. Danach mein Gott seine Stadt. Und andere wird, wir haben den Vers hier erst, das sagt, dass ans Bürgerreich ist im Himmel. Und andere wird kann sein, dass wo die Stadt ist, das ist der Himmel. Kann auch andere wieder durchbrochen. Aber dann sagt er, dass nähe Jerusalem, wo wir in Offenbarung 21 von lesen, wo die goldenen Gassen sind und dort alle. Und dann sagt er, und Jesus sagt, dann wird nach mir nie Namen nachschreiben. So, was ist sein Namen? Kann mir nicht sagen, dass nein gelassen, aber wenn wir an denken, dann David sein Schädel, du lässt die erste Versen von. So, da wir ein Ziel, was Gott plant, dass all Jahren Jesus kam. Und hier sagt er, dass das nie Namen, ich nehme an, das ist Rara. Nicht bloß Jesus, aber das ist ein Rara, wo wir uns freuen. Und dann kriegen wir den Namen, wir sind von denen, die gerat sind. Das ist eine Weg, und wir würden gerne noch andere Wege uns den anlassen. Und dann der 13. Vers. Wer Ohren hat, den laut hören, was die Geist die Gemeinden zu lehren hat. Oder was die Geist die Gemeinden sagen. So, wer Ohren hat. Dann, wenn wir uns an sich angucken, dann sagen wir alle, wir haben alle das hier so, das nennen wir Uhr. Und wir alle, die hier sind, wir können häufig gut hören, wann du wo geredet wird, oder wann du wo ein Gelüt geben wird. Aber hier sagt es, dann sollen wir hören, was Gott sein Yes zu sagen hat. Nu ist es nicht bloß, was wir in dieser Stube hören, aber nu hat es zu tun mit, dass wir Gott sein Wort lesen und was Gott sein Yes zu uns reden will, oder uns offenbaren will. Wenn wir Ohren haben, dann sollen wir uns den anlassen. Wenn wir nicht Ohren haben, dann ist das Befehl nicht an uns. Aber wenn wir Ohren haben, dann ist das Befehl gleich an uns, dass wir hören, was Gott sein Yes die Gemeinden zu sein hat. So hier habe ich uns in dieser Kirche angelassen und hier habe ich kein Ding gesagt, was diese Gemeinde soll ändern oder anders soll tun. Wir haben bloß gelesen von, was sie getan haben und wo Jesus sich gefreut hat. So nun, wenn wir übergehen in Laodicea, hier sollen wir vorzu sind Dinge, die nicht reich schaffen tun. Und an diese Dinge können wir uns selbst, vielleicht auch noch Frauen, sind wir irgendwo beteiligt geworden an dort, wo diese Gemeinde kritisieren wird. Wenn wir wir anfangen zu lesen in Vers 14 nu. Offenbarung 3,14 sagt es, nur den Engel von der Gemeinde in Laodicea schrieb, das sagt die Armenheit, dass das letzte Wort zu sein hat.
damit sein Zeugnis treu und wahrhaftig ist, dadurch den Gott alles anfängt zu schaffen. So die drei Bad, wo alles anfängt, wo Gott die Erde merken, wo Gott die Menschen merken, Bad du die drei. Das ist da, wer du dann auch besiegt wird, und nu habe ich eine Message für diese Gemeinde. Vers 15. Ich weit an deine Worte. So ich schon gesagt, in jeder Kirche habe basically dasselbe Wort, ich weit an deine Worte. Und dann sagt er, jedes Mal an diesem Vers nachkommen, dass das war geschrieben, dann fange ich an Dollar an zu denken, ich weit an deine Worte. Und so ist es persönlich, Gott weit persönlich an unsere Worte. Und so, wenn wir denken an unsere Worte, bloß gucken dann, was wir schaffen dann und was wir alles versuchen, die Arbeit wieder zu kriegen, das ist ein Ding. Aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen deutbar, in der Rede von den Worten, was überdeel kommt, von wo uns Glauben ist. Und was uns Glauben uns bewegen wird und uns Glauben uns nicht bewegen wird. So, ich weiß an deine Worten, und dass du nicht kalt und nicht heiß bist. So, das nicht was klaret. Das nicht klaret, nee, gehen sind. Das nicht was klaret, Glauben anleiten. Das nicht was klaret. Das nicht kalt und nicht heiß. Das beides nicht. Und dann sagt er aber, ich würde mich wünschen, dass du kalt oder heiß wirst. So dass du Klarheit wirst im Leben. So hier ist es, wie es uns dort, dass du hast nicht was klar. Ich würde mich wünschen. Jesus, ein anderer wie die Prache. Wann du willst mal anderen Klarheiten zu sein wird. Aber er sagt, willst du, kommt in der nächste Vers, aber hier sagt er, ich würde mir wünschen, dass du kalt oder heiß wirst. Wenn du nicht was für mich leben, dann lebst du was, aber dann bekannt die nicht als einer von denen, die zu Gott in die Gemeinde gehört. Aber wenn du heiß wirst sein, du wirst im Glauben dein Leben ausleben. Das ist, was ich mir wünschen. Aber nicht das Waschen, wo es keine Klarheit in der. Und wenn wir uns dann anlassen, dann, was gibt dort für eine Message ein Mensch, der keine Klarheiten hat? Wenn wir sind, in Menschen beobachten uns, dort tun die uns wieder wählen oder nicht, die kicken uns heran, die kicken uns auf die Finger. Und wenn die antworten, dass bei uns sind keine Klarheiten, nicht? Und sie würden vielleicht so sagen, was das Segen, dass nur Freiheit oder nur frei worden von ihrer Sinn oder losworden von ihr gebundenen Leben. Und sie würden uns beobachten und würden wir frei worden. Wir würden vielleicht noch reden von, dass Jesus auf uns frei gemerkt. Aber wenn sie uns beobachten und betrachten, dann würden wir keine Klarheit in uns Leben sein. Dort merkt er bloß verzweifelt. Dort merkt er dazu bringen, dass sie das Verlangen, was sie haben, für den Herrn zu leben, dort merkt dort bloß noch ganz möglich, dass sie selbst nicht mehr sein können. Jesus sagt, ich würde mir wünschen, dass entweder du kalt wirst, dass du zu sein wirst, oder dass du heute wirst im Glauben für den Herrn zu leben. 16. Vers. Und willst du leben, und nicht kalt oder heiß bist, wo ich dich mit Müll rutschspielen. Oder ein anderer Wort, in die Gemeinde. Oder kann es auch anders sein. Du, wo du dich fühlst, dass du leben kostest, du was. Du, wo ich die weiter. Oder wir können das auch diese Weg nehmen, dass wir sind gerade, wir haben uns da nicht angekümmert und sind bloß langsam Kaller und Kaller geworden. Und wir sind bei dem Punkt gekommen, wo das über dem nicht mehr viel ütet. Und dann sagt Jesus, wenn so ein Leben ist dort, das haut mich bloß nicht. So eine Person kann ich nicht brauchen. Wenigstens das keine Klarheit. Du steht nicht wie jeden Sinn, vielleicht auch noch nicht mitgerottet Sinn, aber das ist keine Klarheit nicht. Und so Jesus, so sollte wird sein, dass ich würde mich wünschen. Ein anderer wird pratet uns, wann du willst, Klarheit wieder zu sein wir, für wem uns Leben hier auf dieser Erde ist. Matthäus 24, Vers 12 sagt, es ist das, und willst die Gottlosigkeit, was überhand nehmen wird, der Leib wie viele Menschen kalt worden.
So, wenn wir an das denken, der Leib kalt worden, dort hat es auch Leib warm zu sein. Der Leib in uns kalt worden. Wir sagen, dass Menschen, die können sich nicht verdrehen wegen kleine Dinge manchmal. Es sind kleine Verschiedenheiten. Und es steht, dass einer den anderen annehmen, dann werden sie kalt. Gegenüber ertragen sich und will nicht mehr taub sein. Wegen sie Gottlosigkeit wird überhand nehmen. Und so, dann wir würden dann gleichen so zu denken, dass dort auch eine Welt. Aber ich glaube, wir sollen das anderen checken, was wo der dort an mich persönlich. Ich sage, die Gottlosigkeit nimmt überall sehr toll. Aber was der dort an mich persönlich? Was der mir, dann ich so, dass wenn ich so was dort sage, dass die waren feilen, dass mir das schlecht, dass so viele Dinge passieren, was so arg sind. Ich kriege einmal noch den Eindruck an mich als eine Weg keine Klarheit, dass allerlei warm, dass das nicht ein oder andere verliert. Jesus, der steht hier und gibt eine Message zu dieser Kirche. Und wie können du uns Nernloten und Frauen uns persönlich, sind wir auf einmal an ein oder das andere all bedeutet. 17. Vers sagt es, willst du sagst, ich sehe reich. Hab alles, was mir fehlt das nicht. Aber dann sagt er wieder, aber weißt nicht, dass du in jammerlich, armet, misrubeljet, blinget, nerket, wraak bist. Leer warm. Keine Klarheit nicht. Ich glaube noch, ich sage noch okay, mit mir ist es noch okay. Aber hier sagt Jesus, zu dieser Kirche sagt er, dass die holen sich sehr an das Reichtum, was sie haben. Alles fällt ab, sie haben alles, was ihnen fehlt, ihnen fehlt nicht, sie brauchen keine Hilfe, das ist alles okay. Aber Jesus sagt, sie wollen das selbst nicht an, dass das so schlimm das mit ihrem Krieg ist. Und dort ist, wann nicht Klarheit in sein unserem Leben. Johannes 9, Vers 40, das ist, wo Jesus das blinde Mann geheult hat und wo die Menschen diesen blinden Mann Richtstätten deuten. Und dann, was dort alle ewig ist, dann sagt Jesus, ist das. Vers 40 und 41. Einige von den Pharisäern, die bei ihm wären Hirten, das sein in frühen Wort, sind wir auch blind? Jesus hatte die Rede, ich habe das nicht alle gelesen, aber wir kennen die Geschichte. Jesus redet und dann fragen diese Menschen, Wort? Was sagst du? Du wirst sagen, dass wir sind blind? Und dann gibt Jesus die Antwort in 41. Vers. Wenn ihr blind wären, würdet ihr nicht schuldig sein. Aber nur, dass ihr vergeben seinen zu kennen, bleibt ihr nicht schuld. Jesus seine wird, und wenn der in uns nicht Ändernissen bringt, der uns nicht ändern tun, dann sagt Jesus, dass wenn die sein können, ich will noch einmal lesen, wenn die blind wären, würdet ihr nicht schuldig sein. Aber nur, dass die vergeben seinen zu kennen, bleibt ihr nicht schuld. So, wahre Tränen uns noch. Excuse me. Wie kann sein, dass ich am Anfang al zei, aan zijn ogen laten, even een uwbal even doen, dan kan we niet zijn, maar met de waag dan kan we zijn. Aber ans geestliches Leben, dort, wo der Herr uns geopenbaart hat, ist dort noch einmal krank so klar, wenn wir uns irgendeine Hand drehen, dann kann wir das sein. Er ist durch Leib warm mit all über unsere Augen übergetragen, dass wir nicht sein können. Jesus sagt, wenn wir sein können, dazu hat sie gute Wünsche. Aber nur, dass die das vergeben in der Wirklichkeit, aber nicht das sein kann, bleibt ihre Schuld. 18. Vers. Das Rot wird zu uns geredet wird, uns Rot gegeben wird. Und wo können wir hingehen? 18. Vers. Ich ruhe die,
dass du von mir mit 4 gereinigtes Gold kaufst. Wo finden wir das Gold? Dann sollen wir nicht vielleicht wo in einem Stuf fahren und sagen, dass wir wollen so und so ein Gold. Es ist dort, wo er von reden wird. Ich Rudi, du wort mit dit. Blieb nicht, dass dit leer warm. Kämmer die, du bist eine schlimme Leo. Go wohin, wo du kannst was kriegen, dass du recht wirst. Und auch witte Kleider antragst. Ein anderer wird, die Kleider werden all gerissen geworden. Wo gehen wir das mit 4 gereinigtes Gold checken? 3 noch die Fähigkeit, wo ich am Anfang habe. Du sagst wie in der 8. Vers, dass hast mein Wort gehauen und nicht von Jesus losgesagt. Und hier sagt er, ich rudi, dass du wirst gehen mit 4 gereinigtes Gold checken. Und wo fingen wir das als Krag an Gott sein Wort? Wenn wir uns an dort holen, was Gott sein Wort uns lehren, dort, wo wir das mit 4 gereinigtes Gold finden, wo wir dort kriegen können. Und will es zu sein, dass wir uns das checken sollen, das bedeutet so viel, das Wort nicht von selbst kommt, da wo wir mit einem Preis vertun. Da wo wir uns machen, non merken, das Wort nicht von selbst uns eine Schuld gedreht worden, du hast das Geld, nu sieht direkt, nu hast du, was ihnen fehlt. No, das, wenn uns das sagt, checken, wir wissen das alle, dass wir nicht gern mit Geld oder mit Geld ans der Seiligkeit checken. Das wissen wir alle. Und so, wenn wir dort weiten, und hier sagt das aber checken, das meint so viel, das Wort nicht ans eine Schuld geschenkt worden, wir wollen das machen Wort verdammt, wir wollen einen Priest tun für dort. Und dann auch witte Kleider antragen, dass deine Nerven schon nicht für den Tag kommen und dass du deine Augen mit Augensoll anschmierst, dass du seinen kannst. So, wir lassen uns hier anfangen, dass das wir eine Kirche, die wir leer warm, die wir nicht kalt und nicht heiß. Die können nicht mehr unterscheiden von Reich und Unreich. Die können nicht mehr sein, wo sie Klarheit sollen haben und erleben, die Augen werden taub. Und hier sagt Jesus, go und schmier deine Augen an. Wo fängt wir das Schmersel, um uns die Augen anschmieren? Wir würden vielleicht gleich in eine Pharmacie fahren und kämen uns ein Tub Gesol und unsere Augen anschmieren, dass wir dort würden sein können. Dort würden sie einfach weg sein. Aber dort ist nichts, dass das für diese Sache schaffen, das so, wo da? Wahre Trainer der Fähigkeit, der hat Gott sein Wort gehauen. Die haben den Befehl, geduldig zu bleiben an der Versicherungstiden. Die haben das gehauen, so die können sein. Die fehlt diese Soll nicht, so dann weit wir können durchgehen. Was haben die getan, dass die sein können, so dort ist, was diese Kirche soll tun. Gehen und ihre Augen anschmieren. Und andere wird gehen und Gott sein Wort forschen, frauen und durch leben. Dort holen, was wir da sein können, und dann würden wir was sein können. Die Kleider wären gerissen geworden, die fehlen Terrainien. So das meinte wir keine Klarheit im Leben. So Jesus sagt, du fehlst Klarheit zu schaffen, dass das zu unterscheiden, dass als sie kalt werden, oder als sie noch heiß werden für den Herrn leben wollen. 19. Vers sagt es, wem ich gut sehe, da ich Tragwesen und Strophen, nehmt dort ihrens und zieht an. Hier wird was zu tun, hier wird was hingelassen werden. Zieht an. Das, wo ihr nur am Weg sind, ist nicht gut. Der Kron, der ist nicht mehr durchgegangen. Du fehlt was zu tun. Die sind schlapp geworden. Die haben das nicht mehr klar. Dann sagt er, nehmt dort ihrens. Nicht bloß gerade so, wo neben, wir waren, nu sind wir all für 30 Jahre in derselbe Kirche und haben viele Menschen und uns geht das alles schein. Und das alles sehr gut und scheint das nicht, dass Jesus hier durch jeden reden wird. Aber er kommt in uns in Hort nähen und will wissen, wo ist mein persönliches Leben? Ist es leer warm oder ist es heiß oder wo ist es? Jesus sagt, er würde sich wünschen, wenn es mal klar wird, als du kalt wirst, nicht für mich wärst, oder als du für mich was wärst und dann im Glauben Klarheit haben im Leben.
20. Vers. Kijk, ik stu voor de deur en klap aan. Wanneer mijn stem hoort en de deur opmerkt, bij dem waar ik neergaan en met arm top eten en hij met mij. Jezus zei, ik zend hem maar door. Ik klap aan. Best wel op te merken. Ik las een geschichte van een moler, die deed een beeldmolen en bemoelt het een beetje waar Jezus voor de deur staat en aanklapt. En als hij het beeld dus voor zich had en bewonderen dat, en komt er een dasherman aan en beobachten ze dat licht doen en dan zegt dus dasherman, hij denkt, dat wordt een dasher niemals vergeten, wat du vergeten hast. En dan zei niet nou wat dat? Nou, deze deur heeft je niet moeilijk klinkt van buiten. En dan zegt de smoler, en daar heeft de afzichtelijk niet aangemeld. Zo als ons hoort. Dat heeft van buiten niet een klinkt te opmerken. Maar dat heeft van binnen, hoe ik een duur kan opmerken. En dat zegt dan hier, ik stu voor de deur en klap aan. En wanneer we opmerken, Jezus merkt niet op. Maar wanneer we opmerken, dan zegt hij, dan wordt hij aankomen en hij wordt met ons te eten. Hij wordt door zijn voor ons. We worden ons ervreien aan hem. Maar deze man die zegt plus, oh, zondt worden deze man niemals vergeten. En leider wordt een mens wordt dat niet vergeten. Die wordt het van buiten zeer smak meer manchmal. Maar niet van binnen. Die wordt niet van binnen opmerken. Die wordt zeggen, wanneer wordt wel, dan laat hem opmerken. Kom neer. Aber Jesus, der respekt unsere Entscheidungen. Der wird eigentlich du merken, und er respektiert. Er nimmt das an. Ihm ist das gut, was er du entscheiden tun. Aber uns wird das nicht gut sein. In der 21. Vers sagt es, der Gewinnende wird mit mir loten auf meinen Thron setzen. Gerade so, als ich gewonnen habe, und nu bei meinem Vater auf seinen Thron setzen. So sagt er, so wie wir auch können auf den Thron Gottes sein. Wir uns die Verse noch einmal lesen. Die gewinnen, wenn die Versicherungen durch sind, wenn schwere Tiden kommen, was immer das alles ist, was sagt, die Gewinnende, wo ich mit mir taub, Jesus sagt, mit mir taub loten auf meinen Thron sein. Wir wollen bei Jesus mit einem taub auf dem Thron sein, wenn wir gewinnen wollen. Und dann sagt er, gerade so, als ich gewonnen habe, und nu bij mijn Vader op zijn troon zit. We lezen een andere vers dat zegt dat Jezus zit bij God aan de rechterzijde. En hier zegt het, hij zit bij de Vader op zijn troon. Zoals hij dat nu kan doen, zegt het zo worden du met hem op de troon zitten kan. En dan waren in de 22e vers. Wer oren heeft, den laat horen wat de Geest de gemeenten zegt. So, wenn wir uns diese Gemeinde hier alle 7 ein bisschen betrachten, dann, durch ein Schafdinge, was wir sagen würden, Ändernissen fehlen. Und wir lassen uns hier in Philadelphia Kirche, da wären nicht Ändernissen, da wären Lobungen, da wären, da sei wie, wo sie sich da an gekämmert haben, was sie gekriegt haben und versuchten da zu leben, wo Jesus sich freien für die Kirche. Und nu in dieser letzten in Laodicea, sei wir haben dort auch alle gehört, aber sie wären über dem entdautig geworden, leibwarm geworden. Und dann sagt Jesus, er würde sich wünschen, wenn wir mal klar hätten wären, eigentlich das andere, bis hier waschen, dass wir das leicht hin nicht. Er wird entrücken, means, das confuse me. Und so, und als ich das all ein bisschen über nur denken, dann können wir uns selbst fragen, was von einem Menschen es antreibt. Sondern was alles ein Dunsch ist. Wenn ich Klarheit ist, dann weiß ich bald nicht, wann du bist, wo sich das was dran nehmen. Aber wenn er anwäscht, oh, hier ist es klar, das ist das haben, das ist das tun, dann bist du bald im Game, dann weißt du, was es schaffen hat. Aber wenn du nicht Klarheit hast, dann weißt du gleich, wo du kriegst. Die fällst dich zu fragen. Und so, das mehr confused. Und so, weil wir klar merken, uns selbst, Frauen in unserem Glaubenleben, wo steht es bei uns? Klarheit. Haben wir uns an Gott sein Wort geholt? Den Befehl, geduldig zu bleiben, wenn es nicht so geht, als wir uns wünschen, haben wir den Befehl geholt. Wo sind wir? Gott will uns bringen. Wir lassen uns dann ein Vers, dass er will Menschen nur uns bringen,
Die erkennen sollen, dass Gott mich in die gleichen hat. Dat is wat hij wil. En dat is hoe wij in de klaarheid brengen in ons leven. Dat hij wat God naar ons brengen wil, dat hij erkennen, zich terugvindt. Wanneer we zo daarin zijn en niet klaarheid hebben, dan wanneer God naar wem naar ons brengt, dan wordt hij bloos nog confused en dan staat dat hij ziet dat God mij in die gleichen hat. So hopefully dat heeft een beetje ons de ogen opmerken en dat we kunnen zijn dat we voor den Herrn in die feest zijn wat hij brengen kan. We hebben option te beden wordt passend is. Gerechter Vater im Himmel, du bist der uns gemerkt hat. Du bist der sieht, was unsere Worte sind und was uns Glauben ist. Du bist der uns brücken will. Und Vater, mein Verlangen ist, dass wir wollen erkennen, was du weißt und dass wir sein können. Dass wir sein können, wo du uns brücken willst, Vater. Ich bete, dass du unsere Augen wirst salben, du unsere Herzen wirst aufmerken. Wir erkennen, dass wir von dir gelebt sind, wir gereinigt sind und dass wir können als brauchbare Gefäße in dein Reich durch sein, Vater. Schenk dass wir können dein Wort viel rechnen, in deine Leib, in deine Herrlichkeit, in deine Erkenntnis, deine da was du hast, dass wir dort erkennen können, Vater. Wir beten bloß an deinen Segen und an deine Lehrung und an deine Führung. Du bist allmächtig und dich haben wir uns anvertrauen. In Jesus' Namen. Amen.